Die 10. TV Total Wok WM am Königssee. Ja, es ist interessant mal zu sehen, aber auf die Dauer, ich glaube mehr als einmal, sieht man sich das nicht an. Super! Spannend. Da unten geht es einigermaßen, weil da kriegt man ein bisschen was mit, auch vom Zieleinlauf und von dem, was die Sonja unten erzählt. Aber weiter oben ist es leider nicht so toll, weil da siehst du nur wen vorbeisausen und du weißt nicht, wer da wirklich gerade vorbeifährt. Das leicht mitzukriegen ist super. Kalt, ja. Aber lustig. Ja, ich finde das eine super Veranstaltung, wenn man sieht, wie viele junge Leute hier sind an der Bahn. Das macht die Region noch bekannter, das macht unsere Sportanlage noch bekannter und das ist natürlich auch die Chance, dass viele Leute, die zum ersten Mal hier an der Bahn sind, sagen, ja, da könnte ich vielleicht auch mal zu einem Weltcup Bob, Skeleton oder Rodel kommen. Das würde ich mir wünschen. Ich freue mich, dass alles so reibungslos läuft und dass wir eine gute Veranstaltung haben. Nein, ist genial, man muss es mal miterlebt haben und ja, einfach spitze. Erstens vor heimischem Publikum, ganz ein tolles Publikum, auf der neuen umgebauten Bahn, auf der ich als Rodler nie mehr runtergefahren bin. Und zumal ich damals im Rennrodelsport nur eine WM am Königssee überhaupt erlebt habe und die habe ich damals völlig vergeigt, ich bin damals gestürzt, blöderweise, und jetzt freut es mich umso mehr, dass ich Wok-Weltmeister geworden bin hier. Es ist einfach Adrenalin pur, also wenn man Achterbahn mag, dann ist das auf jeden Fall so das Richtige. Das Wahnsinn, Wahnsinn. Also wir hatten uns wirklich das Ziel sozusagen gestellt, mindestens 3. Platz wie letztes Jahr, aber wir wollten natürlich ein bisschen höher gehen. 2., 1. ist eigentlich so gut wie irreal, solange der Hackel da ist, aber 2. Platz ist wirklich der Wahnsinn. Also für eine kleine Frau, ja, toll.